peut pas avoir le beurre et l'argent du beurre. Geef je als Französisch schnoppere soen. You can't have your cake and eat it, soen sie op Englisch. Op Lützeburg heescht dat entweder oder, alles oder nicht. Et das aber alles an alles, wat den Briten Brexit willen. Raus aus der EU, me war möglich Vierdeler Rechte an die EU-Bürger hun dann auch behalen. Wir können an derfen aber nicht so eng Rosingepickerei zulassen. Brexit heescht raus, an net halve raus an halve ran. Mein liberale Kollege hier am Europaparlament, Charles Goerens, will aber genau dat. An das a Mengen an ganz falsch. An engem Amendement, den net nimme komplett danirft ass, mir auch nach geféierlich, fordert den DP-Europadeputéierten eng Associated European Citizenship, also eng zocht europäisch Bürgerschaft für Bürger aus Ländern, die aus der EU herausgetreten sind. Konkret heescht dat, dat wann de Brexit bis ein Keier aufgeschloss a Großbritannien net méi Member an der Union ass, Bürger vun der Insel nach kënnt de Bürger vun der EU sinn. Sie hätten Recht op eng europäisch Vertretung am Parlament, an Recht bei den Europawahlen zu wählen. Sie könnten sich frei an der Union bewegen, an och do wohnen wie all Europäer. Da kann ich das just so ma, humme se dann all. Dat geif jo den Ausverkauf vun eisen Institutionen nach vun eise Prinzipien bedeuten. Also ich mengen, ich gif drehmen. Ich werde mich dafür ersetzen, dass das Proposen für die europäische Bürgerschaft zu verkaufen, do verschwannen, wo sie hingehören, nämlich an der Pubel. Besonders weil wir ja schon Gesetze haben, die den Engländer, die bei uns leben, die Möglichkeit geben, für Non-Brexit auch weiter können Europäer zu bleiben. Sie können die Lützeburger Nationalität unholen. Aber wenn sie die Konditionen erfüllen, sind sie dann automatisch auch europäisch Bürger. Wir sollten uns da aber wirklich mal mit mehr wichtigen Fragen beschäftigen. Wie zum Beispiel die von unserer Relation mit der Türkei. Da geht ein Diktator hin, setzt alle Basisrechte von einer Demokratie aus. Deputiert verschwanden am Prison, Beamte gehen aufgesagt, Richter verlieren ihre Unabhängigkeit, Pressefreiheit wird aufgeschafft. Aber in so einem Land, das wirklich alles vorstellt, was die Basis von europäischen Werten betrifft, sollen wir dann weiter verhandeln über den eventuellen EU-Beitritt? Also, meine Antwort ist klar, nein. Und dafür bin ich komplett einverstanden mit dem Europaparlament, das gefordert wird, Beitrittsgespräche mit der Türkei auf Eis zu legen. Dasselbe stand übrigens an einer Motion, die CSV für kurzem an der Chambre erborgt hat. Die Motion gouf aber von den Regierungsparteien nicht angeholt, anersatt durch eine Wischi-Waschi-Motion, an der viel bedauert wird, an aber evitiert wird, irgendeine Aktion zu proposieren. Also schon dich an der Chambre. Als Chambre soll sich an diesem Fall ein Beispiel Europaparlament holen.